Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Heidenheim-Spiel. Und wie immer, bevor wir reingehen in den Bums, der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst doch gerne ein Abo da, ist vielleicht kostenlos auf YouTube und unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Und damit gehen wir mal rein in den Bums. Wenn wir denn die richtige Szene auswählen. Die Gäste aus Heidenheim, wir euch jetzt zur Medienrunde. Hallo, hallo. Mit dem Cheftrainer und dem Sportdirektor und natürlich euren Fragen. Los darf es hier gehen, Carrie Howe für Sky. Naja, wegen sieht der Christoph Freund diesmal mal fit aus. Ne? Ist ja aber auf 1400 Meter, so nicht 10 Uhr morgens. Ja, hallo, Frage an Herrn Kompanie. Wie sieht es personell aus? Manuel Neuer, konnte er heute mit der Mannschaft trainieren oder was ist da mit ihm? Steht er zur Verfügung morgen? Danke. Ja, Manu hat Rippenbeschwer. Das war in dieser eine Phase. Und es sieht so aus, als ob Serge auch nicht dabei sein kann. Gnabry. Sonst ist natürlich Pavlo zurück und haben wir ein paar Jungs zurück, aber ja. Ich weiß nicht, er steht zur Verfügung. Also es gibt keine Zeitlimit auf seine Einsatzzeit. Er hat natürlich eine gewisse Zeit nicht mehr gespielt, aber steht zur Verfügung. Nebendran Julian Wolf für die Welt. Okay, das heißt, Pablo steht zur Verfügung und Neuer macht morgen kurz vorm Spiel ihn und dann darf Daniel spielen oder nicht. Ja, wild. Hallo, auch Frage an den Trainer. Vincent Heidenheim hat in den vergangenen 7 Spielen nur einen Punkt geholt. Sehr gut gestartet in die Saison, aber dann abgebaut. Sagt diese Statistik alles über die Qualität des Gegners morgens aus oder wird es schwieriger, als man denken könnte, wenn man die Statistik sieht? Ja, die Qualität des Gegners, die sind auch in Europa. Also die Frage ist auch wieder so eine rhetorische Frage, oder? Wie Vinny jetzt schon sagt, die spielen halt in Europa, Doppelbelastung. Das haben sie wohl nicht ganz so gut verpackt, deswegen auch ein bisschen eingebrochen. Das wird relativ wenig über das Spiel morgen aussagen, dass sie jetzt so eine Serie haben. Würde ich jetzt behaupten. Aber wer weiß, vielleicht straft mich der Spielverlauf ja morgen auch eines anderen. Es ist ein bisschen abhängig, wie man das sieht natürlich. Und es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, in beiden Wettbewerben kompetitiv zu sein. Aber ich glaube, was natürlich spricht für Heidenheim ist, was die gemacht haben in den letzten 20 Jahren schon. Das ist eine sehr stabile Verein und ich glaube, dass die Jungs auch jetzt im Moment keine Panik haben oder so. Die wissen genau, was die machen müssen und deswegen ist es auch für uns nicht so, dass wir einen Unterschied machen in dieses Spiel. Das wird für uns auch ein wichtiges Spiel sein und ja, das macht es ein bisschen einfacher zu erklären, wenn das letzte Saison so schwierig war. Bleiben auf der Seite Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo zusammen, 2 Fragen an Herrn Freund. Zum einen ist ja mit Paul Wanner auf der anderen Seite ein FC Bayern Leihspieler. Wie verfolgen Sie die Entwicklung? Sprechen Sie auch mal mit dem jungen Spieler? Und die zweite Frage, es ist jetzt ein neuer TV-Deal bekannt geworden. Die Medienerlöse konnten gesteigert werden bei der DFL. Was bedeutet das denn für die Bundesliga und für den FC Bayern konkret? Naja, gesteigert werden um 1% oder sowas. Also man ist so, ja, plus minus null, was schon Erfolg ist, wenn man guckt, wie das in anderen Ländern aussieht, mal abgesehen von England natürlich, wo das alles überall weniger geworden ist, ist das schon Erfolg, ja. Ist natürlich wieder ausgetragen auf uns Fans, ne? Wie soll es so anders sein? Wir können davon ausgehen, dass die Preise bei DAZN und Sky nochmal ein bisschen angezogen werden. Und natürlich ist der ganze Bums noch mehr gesplittet, dass man auch auf jeden Fall beide Abos braucht. Top. Aber gönnt ihr euch mal hier beim FC Bayern die 20 Millionen im Jahr, die ihr euch reinzieht, ja, sollte man da mal ein bisschen drüber nachdenken, wa? Ja, zur ersten Frage. Wir sind im regelmäßigen Austausch mit Paul. Ja, wir haben ja auch mit Richard Kitzbüchler einen Mann, der sich intensiv um die Leihspieler kümmert. Ich habe auch, ich glaube, vor 10, 14 Tagen mit Paul wieder gesprochen. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Also es ist einfach ein logischer nächster Schritt in seiner Karriere, bei einem gesunden, guten Umfeld. Ein sehr guter Start von ihm. Dann schickt doch den Mathis Zell in der Winterpause da auch noch hin. Können die sich schon mal ein bisschen einspielen? Wie mit der gesamten Mannschaft von Heidenheim jetzt ein bisschen eine schwierige Phase, auch mit der Mannschaft. Für seine Entwicklung ganz, ganz wichtige Erfahrungen, die er jetzt sammelt.
Und darum sind wir sehr, sehr happy mit dieser Leihe und auch mit seiner Entwicklung. Und ja, er soll dann wieder richtig gute Spiele machen und Tore machen, muss noch nicht morgen sein, kann er sich für nachher aufheben. Aber grundsätzlich sind wir echt sehr zufrieden und ja, schauen wir, was dann in Zukunft passiert. Aber wir planen sicher als FC Bayern München in Zukunft mit Paul Wanner. Und zur zweiten Frage, ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Bundesliga. Ein großer Erfolg für den ganzen deutschen Fußball, für die Liga, so einen Deal abzuschließen. Es ist für den FC Bayern München wichtig, als der größte Verein, wie auch für alle anderen Vereine in der Bundesliga, dass es gut vermarktet wird, dass es gutes Geld gibt, dass das auch erhöht werden konnte, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Darum Gratulation an alle Beteiligten und ist sicher ein sehr, sehr guter Deal. Dann der ersten Reihe, Heiko Niederer für Bild. Ich hatte 2 Heidenheim-Fragen an Vincent Kompany. Einmal auch die Frage nach Paul Wanner. Verfolgen Sie ihn speziell und generell die Leihspieler? Wie haben Sie da ein Auge drauf und wie bewerten Sie ihn in dieser Saison? Ich würde behaupten, er hat da gar kein Auge drauf. Es sei denn, es sticht jemand besonders heraus, dass er mal vom Sportdirektor oder so darauf hingewiesen wird. Ich glaube nicht, dass du da noch so groß die Zeit zu hast als Cheftrainer beim FC Bayern. Aber mal gucken, was er sagt. Die zweite Frage, Frank Schmidt, der Heidenheim-Trainer, steht seit 2007 an der Bank in Heidenheim. Halten Sie sowas überhaupt für möglich noch in der heutigen Zeit, dass das bei einem großen Club auch geht, sowas? Ja, also erstmal zu Paul Wanner. Ich glaube, wir verfolgen alle unsere Spieler und das ist genauso mit Paul. Und ich glaube, auch in seiner Situation ist es so, dass es immer hilft, wenn man als nächstes Spiel gegen seine Mannschaft spielt, natürlich. Lernst du sehr viel. Und dann, ich meine, Sie wissen das vielleicht nicht, aber bevor ich noch Coach war, es gab eine Doku über Coaches in der Bundesliga und ich glaube, die waren damals noch dritte Liga, glaube ich. Und da war ich schon begeistert, wie er diese Führung hatte über seine Mannschaft und wie eigentlich die Leitung von diesem Verein eigentlich nur zwischen 2-3 Leute war und wie deutlich das war auch in diesem Verein. Und dann, wie die dann durchgekommen sind und auch in der zweiten Liga ganz, ganz lange da oben mitgespielt haben und dann irgendwann noch diese Belohnung bekommen haben und jetzt in Europa, ich glaube, das ist eine dieser schönen Geschichten, aber ich sage es auch mit allem Respekt, ich glaube, dass man für so jemanden nicht viel Unterschied machen darf zwischen seinen Leistungen als Trainer und die Leistungen von die ganz, ganz großen Namen in Europa im Weltfußball. Nur natürlich, weil die Verein nicht so groß ist, wird man das anders schätzen, aber letztendlich Stabilität und einfach was ganz Schönes. Und nicht jemand, der ich jetzt nur kenne, weil wir spielen in der Bundesliga gegeneinander, aber das war schön für 6, 7 Jahre so. Nebendran Mario Krischl für den Kicker. Vincent, wie war es denn jetzt am Mittwoch und am Donnerstag so in der Nachbetrachtung des Spiels? Das war der erste Tiefschlag der Saison, kann man ja sagen. Ändert sich da irgendwas? Geht man da einfach normal zur Tagesordnung über? Und noch eine Frage an Herrn Freund. Ist es dann jetzt aktuell nur eine gute statt einer richtig guten Saison? Erstmal, das ist alles zu tun mit wie du bist als Person, wie ich bin und das kann. Keine Ahnung, hätte die Leistung nicht gestimmt, könnte ich diese Frage ja nachvollziehen, ja. Die Leistung der Mannschaft war top. Ja. Manuel Neuer hat der Mannschaft einen Bärendienst geleistet. Ansonsten war die Leistung top. Also mit 11 Mann hätten wir das Spiel, glaube ich, niemals verloren. Ja. Zumindest wenn es dann nicht verlaufen wäre, das weiß man ja immer nicht. Aber ansonsten, wir müssen uns hier nicht schämen. Ja? Wir haben nicht das Quäntchen Glück gehabt, uns hat ein Goalgetter gefehlt. Wir waren ein Mann weniger gegen starkes Leverkusen, die diszipliniert gespielt haben. Alles ist gut, ey. Alles ist fein. Kann ich jetzt auch so sagen. Also es kann sein, dass ich nach Hause komme und nach dem Spiel ist es vielleicht keine gute Nacht. Aber es ist noch nie so gewesen, dass ich Mittwoch dann wach werde und ich habe noch diese Negativität mit mir. Ich bin nicht so als Person. Also ab Mittwoch gab es nur noch eins, das wichtig war und das war Heidenheim. Und wir sind Erste in der Bundesliga, wir wollen das auch so bleiben. Wir haben als Ziel auch
noch weiter viele Spiele zu gewinnen und meine ganze Energie muss dahin stecken. Und ich glaube in die Spieler und die Mannschaft und das ist meine Priorität. Alles andere kannst du nicht mehr ändern, ist vorbei. Ja, eben. Und da musst du weiterschauen. Vollkommen richtig. Ja, ich glaube, wir sind mitten in der Saison. Wir haben viele gute Spiele gemacht. Wir haben eine richtig gute Energie am Platz. Ich glaube, die Leute gehen. Also wir haben Barcelona die zweite Halbzeit, Dortmund die erste Halbzeit war richtig schlecht. Ansonsten war alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dazu haben wir dann noch teilweise richtig, richtig, richtig gut gespielt. Ja. Also dahingehend gibt es wenig zu meckern. Ja, ich weiß, manche Ergebnisse waren nicht so, wie sie waren. Da aber auch, da ein ganz kurzer Exkurs, da die Diskussion von wegen Kompany kann keine großen Spiele. Alter, merkt ihr noch irgendwas? Setzt euch mal mit den Spielen auseinander. Ja, dann können wir gerne weiterreden. Also, dass Manuel Neuer so einen Torwartfehler gegen Aston Villa macht, dass Manuel Neuer so einen Torwartfehler gegen Leverkusen macht, kannst du mit Sicherheit nicht in Kompany in die Schuhe schieben. Ja? Kannst du Kompany vielleicht in die Schuhe schieben, dass er ihn aufgestellt hat oder aufstellt. Das hat aber nochmal ein paar andere weitreichende Themen. Also, wenn man die Spiele differenziert schaut, auch gegen Frankfurt war mit Sicherheit nicht alle drei unhaltbar und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht alles hier Manuel Neuer nur als Sündenbock hinstellen, aber man muss die Spiele schon mal sich dann auch einzeln anschauen. Ja. Und wenn man jetzt Paris Saint-Germain als Laufkundschaft bezeichnet, ja, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, sorry. Dann weiß ich es halt auch nicht mehr. Gerne ins Stadion. Es war auch am Dienstag so, dass richtig gute Stimmung war von unseren Fans. Also es war eine gute Energie im ganzen Stadion. Man hat gemerkt, dass die Leute spüren, dass die Mannschaft gewinnen will, auch mit 10 Spielern. Aber natürlich waren wir enttäuscht nach dem Spiel, weil wir wollten unbedingt weiterkommen. Aber es ist trotzdem ein Ergebnissport und trotzdem, es gibt auch andere Faktoren, die wichtig sind, wie wir uns entwickeln, wie wir Fußball spielen. Und ob es eine gute Saison ist, eine sehr gute, das werden wir am Ende der Saison dann beurteilen. Im Endeffekt wollen wir natürlich Titel gewinnen. Wir sind der FC Bayern München und dafür sind wir hier. Aber die Basis dafür, dass wir Titel gewinnen, ist, dass wir tagtäglich gut arbeiten, dass wir guten Fußball spielen, dass wir uns weiterentwickeln und einfach am Ende wird dann abgerechnet und dann werden wir sagen, wie zufrieden wir sind. Aber ich fühle uns trotzdem auf einem richtig guten Weg, auch wenn wir am Dienstag ein anderes Ergebnis wollten. Eins dahinter, Klaus Bergmann für die dpa. Sehe ich ähnlich. Herr Kompany, zunächst hätte ich noch mal eine Nachfrage zum Personal. Sie sagten, zu Manuel Neuer mit den Rippenbeschwerden und Serge ist vielleicht auch nicht dabei. Also heißt das, Neuer fällt auf jeden Fall Ja, Serge ist nicht dabei. Also Neuer ist noch fraglich. Oder ist Serge ist nicht dabei, Neuer ist nicht dabei. Okay. Entschuldigung. Okay. Und bei Gnabry halt immer noch diese deutlicher geht nicht, oder? Nee, jetzt. Halleluja! Seid gepriesen, ihr Fußballgötter! Hat Manuel Neuer sich mit seinem Ausflug noch selber geschadet, indem er sich die Rippen geprellt hat, oder was? Sorry, man wünscht natürlich keinen und schon gar nicht den eigenen Spieler was Schlechtes. Also von daher gute Besserung, Manu. Ich hoffe, es ist nichts Wildes. Aber dass endlich mal ein Daniel Peretz belohnt wird und im Tor steht, ey, Halleluja, Alter. Nein. Ich wollte nur nicht irgendwas Falsches dann vermitteln. Nein, haben Sie recht. Die andere Frage an Sie, wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem, wo Sie jetzt stehen mit der Mannschaft, wie Sie hier arbeiten können? Wer weiß, vielleicht reflektiert Manuel Neuer ja gerade auch mal selber ein bisschen. Ja? Kann ja auch sein, dass er einfach auch nicht ganz fit war, ja, in diesem Spiel. Ja? Dass deswegen dieser Fehler passiert ist. War ja schon vorher in dem Spiel, dass er da auch nicht fit war. Dann kurz vorher gesagt hat, yo, ich gehe rein. I don't know. Schwer zu beurteilen, so aus der Ferne, aber ich freue mich für Daniel, dass er auf dem Feld steht. Und auch mit den Ergebnissen. Ja, ich glaube, Sie müssen auch 6 Monate zurückgehen in die Zeit und wo wir dann waren und was wir dann vorhatten. Also es ist jetzt selbstverständlich vor allem, dass Bayern nur Meister werden kann, aber das haben sie nicht geschrieben am Anfang dieser Saison. Richtig, ja. Und dass wir jetzt in dieser Position sein, wo wir nur das Beste wollen und erwarten, ist schon eine gute Zeichen. Also das heißt, es geht nicht über Leistung im Moment, es geht nicht über was anderes, es geht eigentlich nur über Ergebnis. Aber ja, also vollkommen recht. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, das ist ja, was ich immer sage. Ja,
Leute regen sich über Ergebnisse auf, die wir nicht geholt haben. Aber die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und alles drum und dran, dass wieder eine Mannschaft auf dem Feld ist, das ist Hut ab, Alter. Ja, wie er sagt, guck mal, wo wir herkommen. Erfahrung in dieses Spiel sagt auch, dass das für uns eine gute Basis ist. Wir haben die Jungs, die danach auch viel gewonnen haben, die das auch weiter, die auch weiter wissen, wie die das noch weitermachen müssen. Und das ist wichtig. Nochmals zu dieser Frage. Also vor 6 Monaten hatte vielleicht keiner wirklich gedacht, dass das heute unsere Position wäre. Und dass es besser kann, haben wir von Anfang an gesagt. Und das war klar, das ist normal, das bleibt auch immer so. Aber ja, ich bin jetzt schon in Heidenheim-Modus, das heißt, zu viele Gedanken mache ich mir auch nicht über die Vergangenheit. Dann ist Gary Howe wieder an der Reihe. Ja, Toni Kroos hat vor kurzem in seinem Podcast gesagt, dass er den Eindruck hat, dass ihre Mannschaft sehr abhängig ist von Jamal Musiala. Sehen Sie das ähnlich und macht es Ihnen vielleicht auch Sorgen, dass gerade von den Außenstürmern nicht so viel Tor... Ja, jetzt sind wir schon so weit, dass wir auf der Pressekonferenz nicht nur Didi Hamann kommentieren, sondern jetzt schon Toni Kroos in seinem Podcast. Ja, dann gucken wir doch mal beim Phrasenmäher rein und zitieren vielleicht mal Eva Dien aus dem Podcast oder vielleicht zitiert man mich immer aus meinen YouTube-Videos. Wäre doch schön, wenn wir da hinkommen, oder? Auf den PKs. Natürlich sind wir abhängig von Jamal Musiala. Das ist ja, was ich hier auch schon die letzten 3 Spiele gesagt habe. Wenn in der Zentrale ein Pavlovic weg ist und Goretzka das Spiel machen soll, Katastrophe. Ja, Katastrophe. Fehlt an allen Ecken und Enden. Ja? Und dass dann das Spiel von Musiala super abhängig ist, weil er dann das Spiel gestalten muss, sich fallen lassen muss, ist doch völlig normal. Ja? Das sieht anders aus, wenn Pavlo jetzt wieder da ist. Wir haben ja gerade gehört, er ist fit. Also gehe ich davon aus, er wird in der Startelf stehen. Also werden wir schon mal wieder in der Offensive ein ganz, ganz anderes Spiel sehen. Ja? Und ja, ich gehe mit. Leroy Sané, Serge Gnabry, die gestalten gar nichts, Alter. Die sind darauf ausgelegt, ich nehme mir den Ball und versuche irgendeine Einzelaktion zu machen. Das sieht bei King ein bisschen anders aus, bei Michael nochmal ein bisschen mehr anders. Aber dass wir aktuell abhängig sind, erst recht, wenn dann noch ein Harry Kane weg ist, der sich ja auch noch fallen lässt und mal das Spiel eröffnet, ist doch klar, dass man dann vom Jamal Musiala abhängig ist, Alter. Gefahr entsteht. Wenn man jetzt mal auf die Statistik blickt, im Jahr 2024 hat jetzt nach Kane und Musiala Thomas Müller die meisten Tore erzielt. Von den anderen Außenspielern, von den Stürmern, Coman, Gnabry, Sané, eben nicht so viele Tore erzielt. Macht Ihnen das Sorgen und wie arbeiten Sie mit den Spielern daran? Weiß ich nicht. Sie wissen selber, also war Real Madrid nicht abhängig von Ronaldo. War Barcelona nicht abhängig von Messi, das sind solche, wir haben ein Spieler mit sehr viel Talent und es wird jetzt über Jamal gesprochen und das ist total normal, weil der hat so viel Qualität, aber andere sprechen über Harry und manchmal sprechen andere über Manu Neuer. Wir haben einfach eine Mannschaft mit talentvollen Spielern. Jamal ist auf jeden Fall ein besonderer Spieler, aber das ist auch völlig normal, dass so eine Junge wichtig ist für uns. Und wenn wir auch weiterschauen, ich glaube, Michael Olise hat viele Tore und Assists gemacht. Und also letztendlich haben wir diese Tore auch über mehrere Leute geholt. Es ist vielleicht auch so, dass es nicht so viele sind mit 15 Tore, was auch normal ist. Aber wir haben uns die Tore auch geteilt. Es gibt viele Spiele, die Torpunkte gemacht haben. Und das ist auch was wert. Okay. Eine letzte. Und jeder, der sich mal ein bisschen beschäftigt, waren Gnabry, Coman erst recht, Sané auch noch nie irgendwie die Spieler, die, was weiß ich, wie viele Tore geschossen haben. Ja. Und Gnabry sehen wir gerade, der spielt schon wieder gar nicht mehr, war schon am absteigenden Ast. Sané war noch nicht einmal in Topform diese Saison. King kommt da wieder hin. King ist aber auch kein Goalgetter, war er noch nie. Ist mehr der Vorbereiter. Und ich müsste jetzt auch reingucken, aber ich meine, Michael ist doch sogar sehr, sehr gut dabei, wenn es um Scorerpunkte geht, oder? So.
Und Außenstürmer sind keine Mittelstürmer. Also weiß ich auch nicht, über was wir hier reden. Ne? Wenn, dann müsste man schon die Scorerpunkte angucken, dann kann man natürlich was kritisieren. Ja, da gehe ich mit. Aber jetzt nur da zu gucken, wer wie viele Tore geschossen hat, das fühle ich auch nicht. Letzte vielleicht nochmal rüber oder vorletzte, ja. Ah, jetzt kommen noch ein paar. Der Kicker wieder, Mario Krische. Jetzt kommen noch ein paar. Ich muss dann nochmal nerven mit Neuer, sorry. Heißt das dann definitiv, dass Daniel Peretz dann im Tor stehen wird? Ja. Als Sven war ja, glaube ich, wieder da. Ja. Okay. Alles andere wäre jetzt wohl auch eine Farce gewesen. Also wenn man jetzt dann Ulle, nichts gegen Ulle, ich mag Ulle, wisst ihr alle. Hey, setz dich hin, Wichser! Wir mögen alle den Ulle. Ja, hoffe beim Ulle ist alles gut. Da muss er jetzt den Peretz da spielen lassen, Alter. Ja, dass er sich mal ein bisschen zeigen kann. Ja, also. Dahinter, Klaus, du auch? War es nochmal? Nee, das wäre auch das gewesen. Okay. Da musst du nee, die Lady, okay. Eine Frage an Herr Company. Heute ist ja der 6. Dezember, also Nikolaus. Ich habe gelesen, in Belgien feiert man auch Nikolaus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sinterklaas. Sinterklaas, ja, gut ausgesprochen. Ja. Dankeschön. Gibt es eine Tradition, die Sie aus der Heimat mitgenommen haben nach Deutschland, die Sie mit Ihrer... Gleich mal wieder, der Dieter, ne? Gleich wieder hier mit seinem roten Stift, gleich mal irgendwas notiert wieder. Ja, hat den Trainer zum Lachen gebracht. Check. Darf wiederkommen. Familie oder mit der Mannschaft vielleicht auch heute feiern? Nein, ich habe eine Engländerin geheiratet und dann war Sinterklaas auf einmal Schluss vorbei. Er hat auch die Hosen an, wie überall. Da machen die ganze Dezember frei für Weihnachten und darf nichts dazwischen kommen. Das ist verboten. Und wir bekommen in Belgien aber Geschenke auf 6. Dezember. Und wie ich das jetzt gemerkt habe, in Deutschland nur Schokolade. Ist auch ein Geschenk. Also in Belgien ist es mehr. Ja, die Erwartung für die Kinder ist schon noch ein bisschen größer. Ja. Okay. Was bekommt man bei Sky geschenkt? Carry auch? Auch ganz viel Schokolade. Sehr gut. Immer gut. Zum Abschluss eine Frage an Herrn Freund. Sie wollen sich ja nicht zu den Gesprächen jetzt mit den einzelnen Spielern äußern, deren Verträge auslaufen. Bei Alphonso Davies gibt es ja einen Fortschritt, wie zu hören ist. Ist da bei Ihnen auch Zuversicht, dass das noch in diesem Jahr auch abgeschlossen werden kann, weil der Spieler ja theoretisch ab Januar auch überall unterschreiben könnte? Ja, ich habe es ja schon öfter jetzt gesagt. Ja, aber das können alle. Das kann Kimmich, das kann Nibel, das kann Müller, das kann Neuer. Da laufen überall die Verträge aus. Wir sind in guten Gesprächen, wir sind positiv mit den einzelnen Jungs, aber der genaue Zeitpunkt, da wollen wir uns nicht unter Druck setzen lassen, aber grundsätzlich sind wir positiv. Boah, ich kriege so einen Kackreiz, wenn wir mit dem Fonsi verlängern und den irgendwie 10, 15, 20 Meter Handgeld zahlen und 15 Meter Gehalt, Alter. Ey, dann weiß ich auch nicht mehr. Ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Da müsste man, wenn das gehen würde, müsste man echt komplett alle Sportabos kündigen, alle, die Bayern-Fans sind, Alter. Aber das ist ein Schlag in die Fresse für jeden Bayern-Fan, Alter, wenn das so kommt. Ich habe nichts dagegen, dass man den Vertrag verlängert mit Fonsi, ja. Wenn er sich wie ein Arschloch verhalten hat, ist ein junger Spieler, ein junger Mann, alles gut. Wir machen alle Fehler. Alle haben eine zweite Chance verdient, ja. Wenn das im normalen Rahmen ist, reden wir von 10, 12 Millionen ohne Handgeld. Ey, alles fein. Ja, dann Hut ab. Aber sollte das auch nur ansatzweise in der Richtung mit Handgeld gehen, Alter, dann kriege ich den größten Brechdurchfall, den ich je hatte, Alter. Ja. Prima. Du meldest dich zum ersten Mal, okay, dann gerne. Fischer von Sat.1. Ich hätte eine Frage zum Personalie Harry Kane. Der hat heute ein Lauftraining absolviert. Lässt sich da schon irgendwie abschätzen, wie es ihm geht, wie der Gesundheitszustand ist? Ja. Ich will eigentlich nie auch, wenn ich manchmal nicht sage, wann die Spiele zurückkommen, ist, weil ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist und ich will nicht die medische Abteilung unter Druck setzen, wenn ich eigentlich nur will, dass die Spiele fit zurückkommt. Aber wie es jetzt läuft, kann es noch sein, dass er diese Kalenderjahr noch ein oder zwei Spiele mitmacht. Ja. Aber da muss alles 100% richtig laufen. Und gegen Leipzig wäre schon gut. Gegen Leipzig wäre schon gut. Den Rest sei mal dahingestellt, aber gegen Leipzig würde ich schon heavy fühlen. Wir wissen, das menschliche Körper, das hat man nicht immer im Griff. Okay, vielen Dank. Dann bis morgen Nachmittag. Danke. Ciao. Tschö.
War jetzt mal die eine oder andere interessantere Frage dabei. Wir haben ein bisschen was zum Personal erfahren, dass Daniel Peretz auf jeden Fall auflaufen wird. Ich gehe davon aus, dass ein Pavlo in der Startelf stehen wird. Von daher bin ich da schon wieder ein bisschen besserer Dinge, Leute. Ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch ein super duper Wochenende. Bleibt gesund. Und wir hören uns nach dem Spiel wieder. Rot-weiße Grüße, Leute. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.